Also willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe mit mir, Cyril, hier auf twitch.tv/brackch. An einem wunderbaren Dienstagvormittag. Es ist wieder so weit, wir dürfen zusammen ein bisschen klötzeln. Und ich hoffe, ihr seid wunderbar in die Woche gestartet. Ich hatte einen ganz sanften Start, ganz gemütlich. Der Herbst hat voll Einzug gehalten, die Winterreifen sind endlich am Auto angebracht und ich bin vorbereitet für den ersten Schnee, der schon bald kommt, habe ich das Gefühl. Es soll ja bald so weit sein. Aber bevor wir dort hinkommen, tun wir noch zusammen ein bisschen weiterarbeiten an unserem Globus, wo wir letzten Dienstag angefangen haben miteinander und spielen weiterhin ein bisschen Schöpfer neuer Welten gemeinsam. Und wir sind hängen geblieben am Äquator. Das ist der halbe. So wie das von innen aussieht, erinnert es fast ein bisschen an die Ringwelt von Halo. Könnte natürlich auch sein, wer weiß, ob wir einiges Mal so weit sind und draussen im Weltraum so etwas bauen. Wo dann irgendwie gespissen wird von einer Dyson-Sphäre, wer weiß. Es gibt ganz viele Konzepte, die da rumschwirren in der Weite vom Internet, während ich da angebunden bin mit meinem Headset und nicht weiter weg kann als 1,5 Meter. Gut, fertig geschnurrt, genug geschnurrt. Schauen wir doch einmal. Also wir sind hier stehen geblieben, wir haben auch gerade schön hier die Möglichkeit, einen neuen Beutel aufzumachen. Und jetzt geht es einfach noch darum, die zweite Hälfte zu bauen. Was ich nicht gezeigt habe, ist natürlich noch unsere Halterung, oder? Unsere Achse, wo dann der ganze Globus natürlich reingehängt wird. Das haben wir letztes Mal auch noch gemacht. Aber der wird sehr wahrscheinlich auch erst wieder am Ende zum Zug kommen, wenn wir dann den Globus effektiv reinhängen. Es hat so ein paar so Kreuzschlitzen, wo man dann wahrscheinlich dort fixieren. Aber ich bin gespannt, wie das während dem Aufbau wird funktionieren, weil wir wollen nicht, dass unser Globus einfach so davor rollt. Mal schauen, was sich Lego da einfallen lassen hat, um uns das möglichst einfach zu machen. So.
Ihr habt ihr bislang eine ganz ruhige Woche gehabt? Oder seid ihr am Absaufen? Ist ja bei euch ein Weihnachtsgeschäft in vollem Gange? Habt ihr vielleicht in der Wohnung selber schon den ersten Christbaum rumstehen? Es gibt ja Leute, die fangen sehr, sehr früh damit an. Ganz ein weit entfernter Nachbar von uns hat einmal bereits schon seine Weihnachtsbeleuchtung rausgehängt und die flackern dort frisch fröhlich vor sich an. Ich frage mich zwar jedes Mal, ob der überhaupt daheim ist, weil ich jedes Mal einen epileptischen Anfall über, wenn ich würde in diese Wohnung hineinkommen. Aber hey, ist ja nicht meine. Ich sehe es nur von der Terrasse aus. Aber wenigstens ist das Flackern nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr, weil letztes Jahr hat er wirklich den Vogel abgeschossen und das Zeug hat nur so blinkt und es gibt ja die verschiedenen Modi bei den Weihnachtsbeleuchtungen. Und er hat immer den angehabt, was wechselt zwischen allem. Und das ist einfach nur der Horror gewesen, hey. Ich hoffe, wir sind auch nicht zu fest verwirrt, weil letzte Woche haben wir ja am 1 angefangen gehabt, bis um 3, jetzt ist wieder um 11 Uhr. Eben, das ist so eigentlich die Standardzeit, die wir haben. Aber ich verstehe natürlich, haben nicht alle immer den gleichen Rhythmus. Jede Woche mal sind Termine da, mal muss man dort hin, mal muss man da hin, mal muss man etwas für die Schule machen und so weiter. Gespannt, wie weit dass wir heute kommen. Allzu weit sollten wir nicht kommen, weil es sollte eigentlich noch wunderbar aufgehen, dass wir vielleicht noch nächste Woche noch einmal können und dann mit einem komplett neuen Projekt können anfangen, wo ich schon mich sehr darauf freue und ihr hoffentlich auch, weil es wird etwas sein, was ihr sicher bislang noch nicht gesehen habt. So viel darf ich schon verraten. Spannend. So, und ich glaube, jetzt müssen wir 6 Mal das Teil hier genau gleich bauen. Das wird jetzt halt ein kurzes Moment, ein bisschen repetitiv, aber irgendwo muss ja unser Globus seinen Gürtel bekommen, oder? So, ich glaube, das sieht schon gut aus. Okay. Und jetzt das Ganze noch 5 Mal. Und dann haben wir sicher nachher ein bisschen mehr Abwechslung. Ich habe nämlich schon ein bisschen vorausgespienzelt. Bin als mutiger Pionier schon mal auf die nächste Seite gegangen und es wird schon noch anders kommen. Wir müssen da keine Angst haben. Also wir jetzt quasi die nächsten 2 Stunden dafür zuschauen, wenn ich immer wieder das gleiche Teil baue. Nein. So das schon nicht. Mal schauen, ob ich das einfach so anbringe, ohne dass ich da die ganze Zeit was schaue. So, noch 4. Was habt ihr so euch am Wochenende gemacht? Seid ihr faul rumgelegen daheim? Das Wetter hat es ja angeboten.
Oder habt ihr ein bisschen etwas unternommen und euch in die Kälte rausgewagt? Ich bin mal wieder in einem Escape Room gsi. Und zwar in Rot bei Luzern. Nightmare hat der geheißen. Ist das sehr, sehr cool gewesen. Also, ich wollte nicht viel zu viel spoilern, falls noch andere Leute machen natürlich. Aber er macht sehr, sehr viel Laune. Ist recht knifflig. Also, wir sind die ersten 20 Minuten leider ein bisschen angestanden. Darum sind wir auch wirklich auf die letzte Minute erst rausgekommen. Hat aber extrem viel Spaß gemacht. Eben gerade weil er ein bisschen knifflig war, weil er Elemente drin hatte, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und eben, man haltet sich halt in so einem Traum auf, wo dann je länger sie mehr zu einem Albtraum wird. Ja, kann man jetzt machen, wenn man ein bisschen feinfühlig ist? Ich denke es schon. Es hat ein paar Leute bei uns, die haben eigentlich nicht so viel mit Horror am Hut. So schlimm ist er aber auch nicht. Es gibt einfach so einen kleinen Schreckmoment drin. Aber ja, er muss ja natürlich seinem Namen ein bisschen gerecht werden. Es war mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Aber ich komme noch nicht an den einen an, wo ich damals meinen Junggesellenabschied hatte in Basel. Ich glaube, die heißt auch einfach Escape Room oder so. Und ja, dort ist einfach Dekoration und Technik. Also man hat gemerkt, ich glaube, dort haben sie wirklich Schauspielstudenten oder so und Kunststudenten beide reingeholt ins Boot und sich helfen lassen, das Ganze so richtig fancy zu gestalten. Also so etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich auch schon vom Dekorationsaspekt her auf dem Niveau vom Europapark. Mega toll. Ist das so? Habe ich noch etwas vergessen? Nein. Das war's schon. Es geht ja je länger, je ringer. Weiss noch, recht im Kopf hat es übrigens 16 Beutel. Wir sind jetzt bei Nummer 6. Hey Nico, grüße. Merci vielmals fürs Reinschauen. Hast du mir noch etwas zu essen mitgebracht? Das ist nett von dir. Schön, dass du an mich denkst. Geht's deinen Augen? Geht's besser? Ich habe vernommen, dass du da ein bisschen zu kämpfen hast. Und wahrscheinlich jetzt gerade noch ein bisschen mehr, wo es halt kalt und trocken wird. Ich spüre es auch schon ein bisschen in den Augen, aber ich glaube, bei dir ist das nochmal ganz eine andere Hausnummer. Ja. Das brauchen wir ja jetzt noch nicht. So. Gespannt, wie auch die anderen Teile dran haben. Weil bislang sehe ich noch nichts, dass da irgendwo ein Winkel stand käme. Vielleicht dürfen wir da auch die erst noch bauen. So, jetzt aber. Das letzte Teil. Voilà. Und da haben wir jetzt gerade mal unseren Äquator fertig. Cool. Okay, also jetzt zusammensetzen das Ganze. Und zwar einfach eins als andere an. Natürlich so. Das kommt da schön so zusammen, oder? Da hat es immer
das Kreuzchen rauskommt und da ist die Fassung. Okay, next. Oh, und jetzt machen wir den zusammen. Geil, geil, geil. Okay. Also. Ja, das sieht eigentlich schon richtig aus, so wie ich das da habe. Zack. Voila. Und da haben wir schon mal unseren Äquator oder unsere Ringwelt kreiert. Wäre auch mal ein Projekt für Lego, oder? Also das könnte man jetzt eigentlich machen, noch ein bisschen grösser und dann da so überall so Mini Gebäude und so. Eben wie Halo oder gibt es noch Ringwelt Mandalorian, glaube ich, gibt es auch noch eine, oder? Sieht mega cool aus. Ich finde das auch vom Filmaspekt her mega toll, wenn man von da unten so rauffilmt. So da drauf filmt und man die Krümmung sieht und dann eigentlich oben die Gebäude wieder auf einem runterschaut. Ja, Science Fiction, hä? Mega. Okay, also wir müssen aber noch ein paar Sachen fixieren. Muss ich noch schauen. Kommt das drauf an, auf welche Seite? Ich glaube ziemlich gar nicht, nein. Okay, jetzt dürfen wir da das wahrscheinlich 16 Mal machen. Nicht ganz, nein. Okay, wieso denn nur einmal? Ah, nein. Okay, ja. Wir müssen es überall machen. Also wir tun jetzt eigentlich nur da die Verbundstellen noch fixieren. 16 Mal. So, der eine ist besser gegangen dann. Okay. Ich sehe jetzt natürlich mega viel. He? Aber ich kann es gerade nicht wirklich gut ändern. Ich muss eigentlich noch schön die an tun und dann geht es dann auch schon weiter. Wenn ihr vielleicht gesehen habt, gibt es nachher schon die ersten Landmassen, die wir platzieren dürfen. Gerade jetzt habe ich wieder besonders leicht verstanden, weil es natürlich immer eine Fläche hat hier, wo ich es draufstellen kann. Nur schauen, dass wir keins vergessen. Und sind ihr in eurem letzten Escape Room gewesen, oder ist das etwas, was ihr nicht machen wollt? Was ich auch kann verstehen, weil ja, man tut sich halt willentlich einsperren lassen. Es gibt ja am Anfang, bevor man startet, immer da die lange Einführung und Zettel, die man muss unterschreiben und so. Ja, und das, wenn man halt eine Panikattacke hätte, dass man dann immer die Möglichkeit hat zu flüchten. Aber in dem Moment ist es halt gleich, ist man so drinnen, dass man es vielleicht gar nicht so wahrnimmt, dass es eben kein Spiel ist. Für gewisse Leute, maybe. Nicht gerade jemand von denen, aber aus irgendwelchen Gründen gibt es natürlich die Warnungen, oder? So, okay, jetzt gibt es einen Zipfel von Afrika, wo wir zusammenbauen. Okay, also
Beim Roten dürfen wir jetzt die ersten grünen Massen da platzieren. Tschüss. Tschüss. Oh, Rädli haben wir auch noch dabei. Da. Interesting. Und wenn ich jetzt ganz schlau gewesen wäre, dann hätte ich natürlich noch nebenzu eine Weltkarte aufgemacht. Und hätte so da, als wüsste ich, wo alles liegt. Wäre ich auch ganz faszinierend, findet ihr nicht? So, das sieht schon aus. Okay, gut, das kann ich das jetzt auch noch größer machen hier. Gut. So, jetzt kann ich so tun, als wüsste ich alles von Geografie. Jetzt nicht allzu lange. Ich kann euch nachher gerade zeigen, was hier passiert. So. Jetzt platzieren wir eigentlich nicht viel mehr als die ersten Landmassen. Wo sind wir da jetzt genau? Wir sind, wenn ich jetzt da mal schaue, bei Ghana, Togo, Nigeria und gehen nachher runter auf Kamerun. Bis Gabun und Kongo. Cool. Das war immer das Schwierigste gewesen. Geografie, Afrika. Oder habt ihr euch das gut können merken in der Schule? Also ich überhaupt nicht. Das sind natürlich alles Namen, die aber nicht gerade unserer Sprache entstammen. Und dann hat es so viele Staaten dort unten. Viele, die auch in den letzten 2 Jahrhunderten noch im Wandel waren oder immer noch sind. Wüste kommt auch noch dran. Haben wir die da. Aber es ist natürlich schon schön, mal ein bisschen Gott zu spielen und sich eine Welt zusammenzuschustern. Ich bin mir sicher, da gibt es auch Leute, die ihre ganz eigenen Vorstellungen von einer Welt basteln. Wenn ihr öfters mal auf Reddit unterwegs sind, habt ihr das sicher auch schon gesehen, dass je nachdem natürlich welche Präferenzen ihr habt, aber dass es so einen Subchannel gibt für Worldbuilding und da gibt es zwischendurch so semi-akkurate Weltkarten, wie sie geworden wären, wenn gewisse Sachen anders verlaufen wären in der Vergangenheit. Finde ich immer sehr interessant. So, und jetzt gehen wir da schon ein bisschen über. Indischer Ozean wird mir jetzt angezeigt. Cool. Ah, schau mal, die sind jetzt auch schon bereits hier vorbeklebt oder bedruckt sogar. Cool. Und das sind auch, also die schon mit diesen Teilen zu tun haben, man sieht jetzt auch, dass es eben nicht einfach weiß ist, sondern das sind derige, die leuchten noch ein bisschen im Dunkeln. Kann ich euch jetzt, ja, das wird nichts, das werde ich euch nicht können zeigen. Das müssen wir jetzt einfach glauben, dass das so ist.
Viel haben wir hier noch? Was wäre denn das? Seychellen? Maybe. Jetzt Moment, der Indie schon nicht gesagt. Ganz viele kleine Inseln. Oder ist es schon so weit hin, dass es schon Indonesien ist? Could be. Ich fand es noch ein bisschen schwierig, hier ein Verhältnis, also die Abstände, den Maßstab richtig einzuschätzen. Aber das hat ja eigentlich hier auf der. Ich kann es vielleicht mal zeigen. Also ganz geschwind hier noch minimieren. Man sieht eigentlich hier oben immer genau, was man aktuell gerade baut. Und es ist in der Tat Malaysia und Indonesien, das ganze Inselarchipel dort hinten. Sieht natürlich völlig wild und random aus. Voilà, jetzt ist besser. So sieht das anfangen aus. Natürlich auch noch schwierig, oder? Mit so viereckigen Steinchen, gewisse ja noch in Rundungen, ein Land möglichst, oder ein Kontinent, Landmassen möglichst akkurat abzubilden. Wir werden am Schluss sehen, wie gut das Lego gelungen ist. Ich finde es schön, gibt es jetzt so ein bisschen Abwechslung zwischen denen, dass wir jetzt ein bisschen Landmassen platzieren können und dann erst nachher wieder so die Blättchen da bauen. Da kommt ein bisschen Abwechslung drin rein. So, und dann der Pazifische Ozean. Der kommt hier voll in die Mitte. Und dann kommen wir schon zum oberen Teil von Südafrika. Jetzt gibt es auch ein paar interessante Küsten. Wir dürfen abbilden hier. Küste von Kolumbien aktuell. Wenn wir noch ein bisschen weiter runtergehen, Ecuador und Peru. Südamerika ist ja sehr ein beliebtes Ausflugsziel für so Weltreisende. Wenn ich an meine ganzen Freunde und Freundinnen denke. Je länger auf Reisen gehen, dann hörst du eigentlich immer, dass das relativ weit oben ist bei der Reiseliste, wo man hin will. Zumindest so bei den Leuten, die ich kenne. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Oder ihr vielleicht selber schon mal da gewesen natürlich. Bislang leider noch nicht. So, und jetzt gibt es noch die andere Seite, Venezuela, was haben wir noch? Tobago, ich weiß nicht, ob das lange zum Abbilden. Guyana, Suriname, nein, warte mal, Französisch Guyana. Okay, ja. Das ist jetzt natürlich alles mega
überzoomt, die Weltkarte, die ich mir da ausgesucht habe. Mal schauen, ob es noch andere gibt. Noch ein bisschen besseres zeigen. Die ist dann Englisch. Ja, bleiben wir mal bei denen. Okay. Guyana, Französisch Guyana und Suriname. Okay. Habe ich alles von mir gehört. Das ist richtig peinlich. Ich muss nochmal in Geografieunterricht. Was ist das? 4., 5. Klasse? 3. Ja. Aber tu nicht so, als wüsstet ihr alles. Come on. Lass mich nicht alleine dumm sein, bitte. Was ist denn das wieder für ein Lied? Das erinnert mich gerade an so ein Albtraumlied an, das wir gehört haben im Escape Room. Ade merci. No thank you. So, noch weiter über. Dann sind wir schon in Brasilien. Und jetzt noch der Atlantische Ozean. Platzieren. So. Okay, und hier noch der Zipfel auch wieder über. Was haben wir denn da hin? Da haben wir Liberia, Sierra Leone, Guinea, Senegal, okay. Und jetzt machen wir nachher schon das Innere vom Globus, dass wir den schon fixieren können. Gar nicht, nur das erste. Das ist noch zum Fixieren für näher. So, und da kann ich euch jetzt mal zeigen. Da haben wir Südamerika. Hat es jetzt eigentlich gelangt? Für Galapagos-Inseln haben wir da hinten. Dann über, ich muss sagen, Spienzli hier. Peru und dann fällt jetzt natürlich der obere Teil noch. Bionic, guten Morgen, schön bist du da. Willkommen, wie geht's dir? Peru und dann Bolivien dann ein bisschen rein dran und weiter runter sind wir noch gar nicht. Oben Venezuela, Guyana, Suriname und Französisch Guyana und einen kleinen Zipfel hier wahrscheinlich noch von Brasilien. Und dann eben Afrika, Mittelafrika, ganz viele verschiedene Namen. Ich weiß gar nicht, können wir mal schauen, was dort das Wasserding ist. Die Wassermasse, wenn ich das richtig sehe, steht dann um Kenia, Uganda herum. Müsste fast dort sein vom Maßstab her. Wahrscheinlich wüsste jetzt noch irgendjemand, was das genau ist. Es scheint ja doch eine größere Wassermasse zu sein. Ist zumindest grösser als der Vierwaldstätter See. Der ist nämlich nicht abgebildet. Bist du nur am Hören? Gerade ein bisschen Film durch. Ja, ist schon gut, kein Problem. Merci trotzdem fürs Reinschauen. Grüezi Troy, welcome. Merci, schaust du rein. Wie hast du es? Sisyphus-Arbeit. Okay, ja, die muss gemacht sein. No worries. Okay, aber jetzt fangen wir an hier mit dieser grossen Säule innen dran vom Globus. Sehr wahrscheinlich. We'll find out.
Ja, ja, tipptopp, soweit. Ein bisschen sehr gemütlich unterwegs gerade. Ein bisschen viel Stress gehabt jetzt in den letzten Wochen und versuche dem gerade ein bisschen mit Gemütlichkeit entgegenzuwirken. Klappt bis jetzt ganz okay. Was zockst du eigentlich morgen, Troy? Weil ich und Steffi haben es beide nicht gewusst. Steffi hat vermutet, dass wahrscheinlich Jurassic World wieder gehst. Ist jetzt viel kleines Zeug. Ja, also wenn jetzt da, man sieht sie glaube ich noch dort unten, Pyramide im Vergleich nimmst, hat der Globus eigentlich ein bisschen mehr grösseres Zeug. Aber ich weiß, was du meinst, eben mit dem ganzen Gestänge, Gehänge, Dingsbums da. Das ist schon ein bisschen Sisyphus-Arbeit, wenn man das natürlich nicht so gerne macht. Verständlich. Aber es ist sehr satisfying, vor allem wenn du nebenzu noch die Weltkarte offen hast und eigentlich siehst, was du gerade anklopfst. Jurassic World. Was du entscheiden. Wow! Was für ein Privileg! Sehr cool. Du hast den T-Rex bekommen, offenbar. Habe ich gehört. Ist mir zu Ohren getragen worden. Gratuliere ganz herzlich zu deinem neuesten Haustier. Wer hat das Kind schon nicht mal einen eigenen T-Rex gesehen? Was, ist schon einer gestorben? Jesus Gott! Hast du ihm zu wenig Fleisch zum Fraß vorgeworfen? Oder was war das Problem? Er hat eine Panikattacke bekommen. Okay. Von was denn? Hat er einfach aufgegeben und gesagt, nein, da wollte ich nicht leben. Please no. Cooles Teil. I love it. Das Spielzeug im Spielzeug. So, jetzt brauchen wir da die Räume. Das Konstrukt erinnert mich gerade ein bisschen an Satisfactory. Wahrscheinlich auch, weil du da bist, Troy. Aber irgendwie, keine Ahnung, erinnert es mich jetzt wirklich gerade an das Game. So. Was meinst du mit deinem ist ein Triceratops? Der Panikattacken bekommen hat? Oder wie? Wie, die sind noch gummig. Pui, pui, pui. Teile haben wir auch noch. So ist es das. Schauen, welche Seite das aufschaut. So. Okay. Weird stuff happening. Oh, zuerst noch das Weiße. Hast du ihn geklebt? Das ist random, was du bekommst, oder wie? Okay. Battle of the Century, ja? Triceratops vs. T-Rex. Wer gewinnt? Ich würde eigentlich fast sagen Triceratops, weil der hat ja mit seinem Kragen hier doch noch ein gutes Schild gegen Bissattacken. Von vorne. Und er hat noch seine Hörner. Also wenn er immer
mit dem Gesicht zum T-Rex ist, gewinnt er wahrscheinlich. Aber sobald der T-Rex mal hinten an den Nacken kommt, vielleicht nicht. Physik, sag ich jetzt einfach mal. Welcome, schön bist du da. Herzlich willkommen. God of War, das nimmt schon jeden aus den Socken und jede, hä? Das macht mich fast ein bisschen traurig, dass ich immer noch keine PS5 habe. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber wenn der Name so fancy geschrieben ist, gell? Aber wenn man kurz darüber nachdenkt, muss es fast Physik sein. Gut. Ja, I know. Aber wie soll ich es spielen ohne Playstation? Oder ist es auf dem PC? Oder kommt es auf dem PC? Das erste ist auch. Also das erste. Das letzte. Ist auch noch im Steam gekommen, oder? Ist auch noch so etwas, wo ich muss mal zocken. Ich brauche Zeit. Give me time, please. More time. Es gibt ja ganz wilde Konstruktionen da. Schon gut, Bionic. Merci fürs Zuhören. Viel Spass bei der Sisyphus-Arbeit. Ist das jetzt versetzt? Possibly. Ich hoffe es, dass es versetzt ist. Sonst werden wir es bald herausfinden. Es sind immer noch 3 Alben von den Trolleys. Das sind Trolleys? Aber wegen Troy, oder was? Okay. Weiß ich gar nicht, was es ist. Ah, Z7, ja. Wow, Blind Guardian, nice. Richtig cool. Als letztes schon in Z7 gesehen habe, und das ist schon ein Weile her, war Freedom Call. So ein Jugendtraum, die mal endlich zu sehen. Wie bin ich zu dem gekommen? Durchs Gaming. Gaming vermittelt Kultur, sehen wir mal. Fintroll, auch cool. Love it. Ja, du kannst natürlich morgen fix beim Troy reinschauen. Wenn er das in zweiten T-Rex auch noch zu einer Panikattacke bringt. Hat er gemerkt, der erste ist schon hinüber. So, und das kommt jetzt so dazwischen. Wow, weird. Richtig komisch. Sieht sie in unserer Welt echt so aus? Das wäre jetzt noch etwas, was wir hätten machen können. Das Erdinnere auch noch so wie Reise zum Mittelpunkt der Erde auch noch so voll fancy gestalten. Aber das wäre wahrscheinlich eine andere Herausforderung gewesen und hätte wahrscheinlich auch einen anderen Maßstab erfordert. Ah, nein, das kann man schon platzieren. Cool. Das sieht irgendwie so.
das hat jetzt schon ein bisschen Zug getroffen da. Ein bisschen. Woo, yeah. Hat ein bisschen etwas von einer Space Station, hä? Geil. Richtig fett. Okay, gut. Das kommt noch. Geil. So. Und jetzt gibt es noch Pneu, weil jeder weiß, in unserer Welt hat es ganz viel Erdöl und bildet sich Pneu von alleine. Hey, jetzt haben wir, was haben wir jetzt gehabt? Jetzt haben wir Partnervermittler gehabt. Jetzt haben wir noch Konzertvermittler. Wir müssen jetzt dann wirklich den Channel umbenennen. Brack, wir vermitteln alles. So, Sack 8 schon. Okay, sag doch das. Also keine Ahnung, was wir jetzt mit diesen Pneu hier wollen, aber ja, wir haben es. Okay, gut. Dann tun wir das mal über. Ich brauche doch ein bisschen mehr Platz als da über. Small District sagt mir aber auch nicht. Gut, ich bin vielleicht jetzt auch nicht gerade die beste Anlaufstelle für so Bands, die man noch nicht kennt. Aktuell beschäftige ich mich nur mit Musik für D&D. Und die gestern den News-Channel mitverfolgt haben, bis am Schluss geblieben sind, die haben mitbekommen, dass ich ein neues Stream Deck XL habe und das für D&D missbrauche. Und dort brauche ich natürlich schon ein bisschen Songs zum Hinterlegen bei den Tasten, dass ich die einfach zack zack schön kann abrufen kann. Wenn ich Musik brauche für Wüste, für Dungeons, für eine Stadt, für keine Ahnung. Am besten noch mit Geräusch, wenn sie irgendwo auf dem Meer sind, mit einem Schiff, was die ganze Zeit rauscht. Ja. Das macht mir Spass. Richtig abnerden. Braucht es zwischendurch mal. Einfach mal den Nerd raushängen. Mir tut das einmal richtig gut. So, und jetzt bauen wir nicht nochmal so das Ringsel-Dumme, sondern jetzt bauen wir wirklich so einzelne Teile, die nachher raufkommen. Wie wenn wir den Google-Hopf wieder zusammensetzen. Ich liebe das Blaue so. Das ist ein mega schönes Blau. Bei uns ist das Ganze ein bisschen verfälscht. Das ist noch ein bisschen dunkler in echt. Wenn ich es so habe, so sieht es aus in echt. Wow, da hast du sogar noch eine Abbildung, die 1:1 ist, dass man es drauflegen kann, dass man sieht, hey, habe ich es wirklich am richtigen Ort alles richtig zusammengebaut. Wait. Also das stimmt jetzt etwas nicht. Aha, das kommt da unten an. Okay. Ja, macht Sinn. Okay. Okay.
Ah shit, das ist ein schwarzes. Völlig das falsche Kreuzteil da. So. Ah, muss man die Jacke abziehen. If Karma could kill, yes. Habe ich bislang leider auch nur auf Instagram mitverfolgt und es immer noch nicht geschafft. Aber es klingt einfach hure fett, was der macht. Und deine Fantasie, also Nico, ist ja auch unerschöpflich. Also was sie da an neuen Texten rausbrettert, ist ja hure sick. Oh no, zweimal, okay. Dann nochmal retour. Haben wir eigentlich jetzt wieder einen Auftritt, Nico? Kannst du gerne mal ein bisschen Eigenwerbung machen? Schadet ja nicht. Oh, habe ich da das Richtige? Ah ja. Da gibt es noch die Breite und die Dünne. So, nochmal checken. Yes, stimmt. Das ist schon fast gute Nachtmusik hier. Hey. Da schlafe ich jetzt gerade ein. Hey. Nur weil es einen Bass hat, macht es im Fall nicht besser. Also ich muss wirklich mal einsehen, das bin ich jetzt da ein. Ja, es hat schon so. Das Bild vom Album ist schon so ein Mündli am Himmel. Was heute alles als Lofi durchgeht. So, haben wir die beiden?
Jetzt schon an, ne? Nein. Jetzt müssen wir noch mehr machen. Damn it! Alright. Let's go. Meistens bauen die sich abwechselnd immer ein bisschen anders. Ein bisschen Hoffnung. Jetzt gibt es ja noch Beef hier im Chat. Ey. So, und nochmal dasselbe. Da hat es überall die Klemmerli dran. Also muss man noch irgendwo. Ah nein, den Ring haben wir ja schon platziert da oben. Die kann man dann einfach da klemmen. Haben wir ja schon vorgesucht. Esso in Zürich. Oh Mann. Vor sicher 10 Jahren habe ich das einmal angeschaut. Wie frisch rausgekommen ist. Unreal Engine 5. Lässt sich gut mit der programmieren, ist das so? Oder Modeling betreiben. Wow, schon zu 8. Nice. Die Schweizer Gaming-Industrie ist am Brennen. Hey. Kannst du etwas verraten zu eurem Game? Vielleicht Genre oder so? Oder. Keine Ahnung. Ein cooles Feature. NDA, okay. Spannend, spannend. In dem Fall etwas eher Neues, was man vielleicht noch gar nicht so kennt. Ja gut, wenn es dann auf Steam ist, Early Access, oder? Kommt ja kein Game mehr Full Release raus. Dann kannst du ja mal Bescheid geben. Dann schauen wir das mal an. Oder die Steffi oder der Troy oder so tut es dann Test zocken. Ist durch. Merci vielmals. Ja, Schweizer Entwickler müssen wir unbedingt unterstützen. Ja, Physik ist wirklich profimäßig unterwegs, ja. Inklusive NDA, alles dabei, alles denkt.
Lässt sich nicht kein Spoiler entlocken. Haben ihr das auch vertraglich abgesegnet, dass es nicht irgendwie so Leaks gibt oder so? Haben ihr das irgendwie gemacht? Halbe Bibel, Businessplan, jeez. Wow, okay. Also du liebst dieses Hobby, hä? Businessplan, halbe Bibel. Wow. Also sucht ihr in dem Fall noch Kapital oder wie? Oder ist der auch ein bisschen für euch selber gedacht? Als Planungstool. Oh, schon 5 ab 12. Leute, ich wünsche euch einen guten für die etwas zu mampfen haben oder sich etwas machen. Genießen den Mittag. Und jetzt kommt noch mal wieder etwas platzieren. I like it. So, ich hoffe, ihr seht das. Das kommt jetzt irgendwie da rot auf rot. Das macht noch Sinn. Und da oben einklinken. Zack. Und schon haben wir einen größeren Teil hier von der Sahara platziert. Nice. Und so wächst unser Globus. Figa Blossom, merci vielmals für den Follow und herzlich willkommen hier bei brack.ch. Ich hoffe, du genießt den Stream und hast einen wunderschönen Mittag. Projektplan ist aufgestellt. Okay. Projektplan, du hast doch linear arbeiten, nicht? Schön, weißt genau allem, wie lange es dauert und wann was muss fertig sein. Und das klappt auch immer alles so wunderschön. Ohne Problem. I know. Ich habe ganz kurz noch angefangen, IT-Design zu studieren. Projektplan ist ein cooles Tool, aber in der Regel geht es nie auf mit den Releases und so. Kann man natürlich sagen, ja, dann ist der Projektplan aber scheiße. Ja, aber es gibt halt auch noch externe Faktoren, die da auch noch mitspielen. Und sich gewisse Auftraggeber und so kurzfristig umentscheiden. Ja, das ist doch schön. Alltäglicher Wahnsinn. Aber ihr habt ja grundsätzlich keinen Stress, jetzt mit dem fertig zu werden, oder Physik? Also, ich meine, es ist ja euch ein Projekt. Außer dass ihr natürlich selber Ressourcen darstellt, die irgendwann einmal bezahlt werden. Also wenn ihr das wirklich Vollzeit machen oder ist es so nebenbei etwas, was mitläuft? Ich stecke das jetzt einfach da dran und dann schauen wir es dann an. Machen wir noch zuerst die 2 Teile davon.
Das wird da ganz eine trockene Sache. Du. Ah, Europa ist fast komplett. Also jetzt habe ich ein bisschen Platz, jetzt kann ich es eigentlich wieder führen. Sehen die da ein bisschen, was läuft? Schon die grossen Teile an. Da kann ich die kleinen nur noch so reinfetzen. Zack, der Schwund fertig. Und her damit. Voilà. Hey, die Welt wächst, hä? Afrika zur Hälfte, Europa, ja, fehlt noch etwas Kleines. Und dann über eigentlich schon bis Indien und dann unten Indonesien, Fortsetzung. Und ich denke, das dürfen wir jetzt noch 7 Mal machen. Und dann haben wir eigentlich die Kugeln unten und oben fertig. Wow. Aber es ist cool, dem zuzuschauen, wie es so wächst. Es ist doch noch relativ akkurat. Ich meine, klar hat sie hier die Abstände dazwischen. Aber man hat es eigentlich noch gut versucht zu lösen, indem die einen hier ein bisschen breiter sind, oder? Die da. Die da. Dann hast du die schmaleren zwischen denen, die versuchen, so ein bisschen den Abstand zu verkleinern. Physik, Jesus Christ. Merci vielmals für den Sub. Hey, cool, danke 1000. Schön, dass dir gefallen hat da bei uns. Ah, jetzt habe ich da wieder ein bisschen verpasst, was du geschrieben hast. Also, Vollzeit dran, okay. Prototyp steht. Also nein, braucht so ein bisschen Zeit. Und das in der Freizeit noch nebst dem Studium, ja, okay, das ist sicher hart. Dreimal, ja. Trial and Error, ja. Jetzt mal ein bisschen XP gewinnen. Nice. Sehr gut. Ja, no, ja, man weiß nie, oder? Plötzlich sagst du mal, ja, nein, der Scheissgrenade hat jetzt genug lange angeschaut. Das hat keinen Bock mehr. Could happen. Ah, wo? Jetzt brauche ich sogar noch meine Kiste. So. Wow, einmal reingegangen und direkt die richtige Nummer. Das ist immer so weg. Ja, aber es ist immer schön, wenn man ein bisschen neue Gesichter auch sieht hier. Das macht natürlich auch Spass. Und wenn sich Leute auch noch kennenlernen mit dem gleichen Geschmack hier und sich gegenseitig vermitteln zu irgendwelchen Metal-Konzerten. I love it. Aber das Team habt ihr zusammen Physik. Also ihr habt eigentlich alle Leute, die ihr braucht. Oder fehlt euch noch jemand? Weil, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was da alles braucht. Concept Designer, Game Designer. Da brauchst du einfach Musik, Art, UI. I don't know. Das ist schon noch crazy. Ich weiß, dass ich muss kommen, Nico. Natürlich weiß ich das. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich es wieder nicht geschafft habe. Aber es sieht ja so aus, als würden wir ein bisschen näher Richtung Bern ziehen und dann klappt das auch viel besser, dass ich tatsächlich kann mal reinschneien. Ich meine, ich wollte ja einmal gesehen haben, bevor er im Hallenstadion spielt, oder?
Oder Open Air im Stata Suisse oder so. Okay, jenste Bereiche und jeder Bereich hat noch 3 Worker Classes. Okay, Seniors bis, ich sag jetzt mal Regulars und Juniors, Leads, oh mein Gott. Also ich mache wirklich gerade voll auf Profi. Finde ich mega faszinierend und ziehe ich auch meinen imaginären Hut vor dir und vor euch. Eurem Vorhaben hier. Mal richtig ein bisschen vorwärts macht in der Schweiz. Ich meine, ganz am Anfang, wo die Ausbildung, wo die Ausbildung gekommen ist, da im SAE in Zürich, hast du ja noch nicht gewusst, was machen er, oder? Gehst du irgendwie auf Paris oder auf London oder gerade auf Amerika über? Weil in der Schweiz hat es halt noch nicht so wirklich ein Entwicklerstudio gegeben. Oder zumindest ein paar ganz kleine, am besten noch irgendwie Mobile Games gemacht haben. Und ja, nein, danke. Wärst du am Start, Nico? Yes, I know. I know. Bringen ihr eigentlich die nächste Platte raus? Kopfstutz. Und dann mache ich mich auf Spotify aufladen, please. Schlimm mit euch. Okay, fehlen noch ein paar Positions, alright. Ja, braucht halt auch ein bisschen Zeit, oder? Du willst die richtigen Leute am richtigen Ort haben und nicht, wenn es dann losgeht mit eurem Gaming-Projekt, dass nachher merkst du, Scheiße, der denkt eigentlich voll nicht gleich wie mir. Du musst im schlimmsten Fall nochmal auf die Suche. Das macht überhaupt keinen Sinn. Vom HR auch noch. Hey, okay. Aber der hat nicht schon Millionen verballert und noch nichts losgerissen, oder? Wow, noch einer vom HR. Also ein Kollege, der bei einem anderen HR arbeitet und jetzt für euch auch noch mitsucht, oder was? Also ich meine... Krass. Wir sind ja voll committed schon. Ja, die Schweiz hat wahrscheinlich nicht viel Studenten hervorgebracht, die da in der Schweiz geblieben sind und Erfahrungen gesammelt haben. Du bist ja jetzt eigentlich an der Quelle, du kannst ja mal sagen, oder? Also würdest du einen nehmen, der direkt von der Schule kommt, so wie du, von der Schweizer Schule? Oder einen nehmen, der Erfahrung gesammelt hat in einem Schweizer Entwicklungsunternehmen? Oder lieber einen in einem ausländischen grossen Entwicklungsunternehmen, wo man vielleicht unter Umständen noch kennt? Ich meine, was für eine Referenz ist Schweiz als Gaming-Entwicklermarkt aktuell? Ich meine, es natürlich in den letzten 2-3 Jahren auch ein bisschen an Aufmerksamkeit gewonnen hat, aber noch lange nicht genug hat natürlich. Einfach Leidenschaft ist wichtig. Schnöseli mit den Diplomen, da weißt du es nicht. Ja. Er sagt, ja, Schaffen haben sie aber nicht davon.
Ich meine, als ich aus der Schule in die Lehre gekommen bin, sind wir mal ehrlich, ich war genau nicht anders gewesen, oder? Ich hatte keine Ahnung, wie es arbeiten geht, oder? Frech bin ich auch noch gewesen. Irgendwann hat es mir dann mal mein Ausbilder gesagt, ich sage schon ein bisschen frech. Weil du gehst natürlich im ersten Moment, wenn du nicht gerade voll schüch bist aus der Schule, gehst schon ein bisschen anders mit den Leuten um. Vor allem, er hat noch so ein bisschen kollegiale Art gehabt. Und dann, ja, wenn einer so aufmacht, dann mache ich natürlich auch auf. Und dann bist du fast so ein bisschen pro-mäßig mit dem unterwegs, obwohl es eine Respektsperson ist, die doch einiges älter ist. Und einiges mehr Erfahrung hat. Du kannst natürlich schon nicht so mit dem Menschen reden, wie wenn es dein Kumpel ist, oder? Aber das nur so am Rande. Ja, ich glaube, wenn du dich selbstständig machst, ist das mit der ganzen Leidenschaft nochmal eine andere Thematik, oder? Also eben, wenn es dein eigenes Business ist, dein eigenes Projekt, ich meine, wenn dafür, also dann brennst du ja in der Regel auch dafür, wenn du etwas so machst. Und also wenn ich jetzt an mich denke, ich glaube, ich würde kaum noch schlafen. Ich wäre einfach die ganze Zeit irgendetwas am Machen und rumfigurieren und ja, die können wir noch und das noch machen und das noch verbessern und so. Also ich habe das so ansatzweise, ich habe das sicher auch schon erzählt, ansatzweise gemerkt, als ich auf Twitch gestreamt habe, damals noch. Und ja, das hat mir einfach so der Ärmel reingenommen, weil ich dieses und jenes nachher machen wollte und ein riesiges Projekt daraus gemacht habe, dass ich ja, 120% von meiner Zeit investiert habe und dann aber irgendwann auch müssen sagen, hey, sorry, ist schon ein bisschen too much jetzt. Das ist dann wieder die andere Gefahr, oder? Und dann eben auch aufgehört. Und übrigens nicht im Kleinbausteinenbereich, sondern im Gaming-Bereich. Just so you know. Ja, Sprung ins kalte Wasser hat eigentlich noch niemandem geschadet. Dir auch recht, ja. Ich finde, das stärkt auch ein bisschen den Charakter, wenn man eben mit so Konflikten oder Problemsituationen kann umgehen oder lernt umgehen, wo man sich nicht gewohnt ist, wo einem vielleicht sogar unangenehm sind, wo man die eigenen Fähigkeiten anzweifelt, bis man dann gemerkt, hey, ich kann es ja eigentlich schon. Aber für das muss man halt zuerst einmal sich getrauen, etwas Neues anzufangen. Oh, das klingt fast wie Golden Sun Musik auf dem Game Boy Advance. Das ist doch voll so. Was ist Game Boy Advance? Ist das 32-Bit Musik? Ich weiß gar nicht mehr. 64? Schwierig. Game Boy Advance ist eigentlich schon geil gewesen. Das habe ich mega gefeiert. Habt ihr einen Lieblings-Game Boy? Gibt's noch Game Boy? Gibt's das noch? Ist der 3DS immer noch der neueste? Oder wie? Kommt da mal etwas Neues? Oder ist es gar nicht mehr gefragt? Eigentlich auch PSP habe ich voll cool gefunden mit den Games. Aber die ist ja schnell gegangen, wie sie gekommen ist, gefühlt. Aber ja, jetzt mit dem Handy ist wahrscheinlich der Bedarf schon nicht mehr so da.
vor allem mit den Handys, die jetzt so extrem leistungsfähig sind. Zum Teil Handy-Games besser aussehen als ein neues Pokémon. Das ist natürlich schon kritisch. Eine Genshin Impact ist was 5-jährig, sieht besser aus als das neue Pokémon. Okay, Textwahl. Muss mir aber noch einen Alarm durchgeben? Hey. Okay, also. Also, ihr habt ein paar Sparten, die ihr habt im Businessplan. Concept Artist, Designer, Identity Designer, Corporate Identity Designer. Ah, der ist für das Unternehmen selber. Ja. 3D-Modeler, 3D-Animator, Sequence Animator, Character Animator und Prop Animator. Krass, das sind alles unterschiedliche. Okay. Was ist denn da? Gibt es Schlägereien zwischen den Animateuren? Weil kann man ja Animatoren wahrscheinlich. Kann man vorstellen, dass der Character Animator sicher höher gewichtet, also im Prestige ist, als einer, der Props animated. Oder wie ein Stuhl, der umgeht, also Physics und so. Wobei es eigentlich auch noch cool ist. Ich finde so, wenn wir jetzt auf Action-RPGs gehen, so Fässer, die explodieren und überall im Zeug rumfliegen und sich physikalisch korrekt verhalten, finde ich lustiger als ein komischer Ragdoll-Effekt. Grafiker Sophisticated, Unreal Engine 5 Developer, C++, ja. Blueprints Programmer, never heard. Environment Artist, Level Design, Marketing. Quality Management, Human Resources, Finances. Okay, wow. Das ist ja ein. Also, da hast du schon ein bisschen viel aufgehaust, findest du nicht? Aber ich finde es cool, also. Wirklich Chapeau. Aber ja, eben, gut, macht mal ein bisschen Nägel mit Köpfen. Oder eine. Ist ja noch unbestimmt. Macht einfach eher Nägel mit Köpfen. Sagen wir es so. Das sind noch lange nicht alle Bereiche sogar. Mit dem ja schlecht, hey. Aber wenigstens wissen ihr, was ihr braucht. Oder? Das wäre ja noch schlimmer, wenn ihr nicht wüsstet, was ihr braucht. Da habt ihr wenigstens gut aufgepasst in der Schule. Sicher streng ich mich an. Hallo? Ich lese, denke ich, alle Nachrichten. Kein Problem. Also noch geht es natürlich auch easy. Ich meine, solange wir nicht irgendwie 1000 Zuschauer haben oder so, wo 100 davon schreiben, geht das. Aber sobald es eben ganz viele sind, ist es dann aber ein bisschen schwierig. Ich weiss auch nicht, wie das so bei diesen ganz grossen Streamers sind. Die haben ja so ein Plugin, glaube ich, das verlangsamt den Chat und pickt dann einzelne Nachrichten aus. Oder du hast natürlich einen Mod, der das kann. Aber ja, wenn man ganz viele Leute hast, kannst du ja gar nicht mehr auf alle eingehen. Darum ja, gibt es ja auch viele Leute, die sich ein bisschen kleinere Streamer raussuchen, wo eben das Ganze noch ein bisschen persönlicher ist, ein bisschen mehr auf die Einzelnen eingehen. Man will ja als Individuum immer wahrgenommen werden, oder? Das meiste,
die ich schon hatte. Also jetzt hier oder vorher? Also hier kommt natürlich mega drauf an. Der Klemmbausteine ist immer so ein Nischending. Wir haben grundsätzlich ein bisschen weniger. Ich sage jetzt mal im unteren zweistelligen Bereich. Und ja, bei Gaming und News sind es aber schon so im mittleren zweistelligen Bereich, sage ich mal. Und als ich noch gestreamt habe, ja, habe ich halt einmal das Glück gehabt, dass ich wirklich ein neues Game, das mich mega geflasht hat, Spellforce 3 damals, weil ich das Spellforce 2 mega cool gefunden. Und das 1 vor allem, das 2 ist so ein bisschen, aber das 1. Ich habe das 3 gespielt, das ist dort neu rausgekommen und ich bin halt dann, weil ich so früh war, bin zur Oberstufe gerutscht und es war gleich ein bisschen ein Nischen-Game gewesen. Und wenn das passiert bei Twitch, dann explodieren natürlich die Zahlen und ich habe auf Englisch gestreamt, also habe ich dort natürlich auch von dem her schon ein bisschen mehr Zuschauer gehabt. Ich habe auch in der Nacht zum Teil noch gestreamt und dann sind es schon, ja, ich glaube mal so in der 180 gewesen, doch. Das ist ja schon crazy, ja. Also für meine Verhältnisse natürlich, für andere Streamer ist das, ja, 180 kann ich, wenn ich den Stream aufmache und noch nicht mal rum bin. Ja. Aber es ist ja auch, dass wir den Stream vor allem machen, weil. Ah, da fehlt noch etwas. Ja, zum auch euch zeigen, oder? Wir sind genau gleich nerdig unterwegs wie ihr auch. Also wir bei Brack, oder wir sind nicht einfach Leute, die nur schauen, was verkauft sich gut und dann war es das damit, sondern nein, wir haben auch ein bisschen Ahnung von dem, was man verkauft. Bürostuhl-Streams. Das ist jetzt ein separater Channel gegen Idle Streamers. Yes! Einfach nur ein AFK. Gibt es einen AFK? Bürostuhl-Streams. Oh ja, voll. Das ist fast Gruselstream oder so. Wie hat die Gruselfilm geheißen, wo so mit dem Handy, nein, nicht mit dem Handy kam, aber so mit einem 1000 Franken Budget aufgenommen worden sind? Paranormal Activity, genau. Zwischendurch wechselt der Bürostuhl. Mit etwas anderes flackert. Keine Ahnung. Ah, ist das nicht mal. Wo ist das gewesen? Es hat doch mal einen Weihnachts-Stream gegeben. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendetwas größer. Oh! Overwatch, genau. Overwatch Weihnachtsstream. Und dann ist doch der ehemalige Entwickler, wie hat er jetzt geheißen? Der mit der Brille, der alle so gefeiert haben, bis er dann gegangen ist und es angehackt hat. Der ist einfach dort gehockt auf seinem Lederstuhl. Irgendwie 8 Stunden oder so. Hideo, nein, der, in Amerika, er studiert in Amerika. Lead Gameplay Designer, oder ich weiß es auch nicht. Director? Game Director? Ah, ich müsste jetzt googeln, ich weiß es nicht. Aber der steht da gehockt und zwischendurch hat er wieder irgendetwas gemacht, es ist wieder etwas passiert und alle sind ausgerastet und du hast einfach dem Typ zugeschaut, wenn er dort hockt, vor einem Kaminfeuer, der glaube ich noch animiert war und alles, auf seinem Sessel, zwischendurch ein bisschen am Kaffee nippt und eigentlich nichts sagt. Er sagt, glaube ich, nie irgendetwas. Das war ein Phänomen, ich rede gar nicht mehr darüber. Aber jetzt kommt es mir wieder zu sehen, ja. Das ist wirklich eigentlich völlig sinnlos, aber du hast halt immer gehofft, dass er etwas macht. Und manchmal hat er also das wieder etwas macht und das ist wieder so. Hallo. Hallo, 10 bitte.
Jetzt machen wir sicher die Oberhälfte noch fertig. Da. Oder ich sage mal... Ja, mal nächste Woche sollten wir schon fertig werden. Schauen wir noch mal, was aufgeht. Ja, voll. Du reagierst nur bei Follows oder bei Subs. Why not? Er hat das so mega teasert, weil er hat irgendetwas, ich glaube ein Gutzli, ja, dann hat er es so genommen. Und hat es wieder angelegt, oder? Und der Chat einfach so, wow, oh mein Gott, ist es Gutzli? Das war schon witzig. Ich habe dort sicher auch eine Stunde reingeschaut oder so. Das war vom Konzept her eigentlich so stupid, aber doch so genial, weil das hat so ultra viel Traffic generiert. Und in der Zeit noch, wo Overwatch ein riesen Thema war, auch. Ach, jetzt muss ich gleich schon googeln, wie der geheißen hat. Okay, also, ja, der Jeff Kaplan. Ja, genau. Der Jeffrey Kaplan. Er ist das gewesen. Da kann man sicher noch irgendwo schauen, der ist sicher auf YouTube. Das Video. Wo er einfach am Kaminfeuer hockt die ganze Zeit. Und so gut wie nichts macht. Finde ich auch so faszinierend. Eben so Entwicklerteams, die so eine Figur haben, die mega zentral ist und von der Community extrem geliebt wird, weil sie sehr aktiv mit der Community kommunizieren. Und ich denke, das wäre dann auch für euch noch vielleicht ein Punkt. Oder wer stellt sich ab Front und vermitteln und kommunizieren mit den Leuten draussen. Ich finde, das macht extrem viel aus. Aber das ist so ein Beispiel von jemandem, wo das Game halt am Anfang auch sehr gehypt war, aber dann halt nicht mehr. Aber der Typ hat man trotzdem einfach geliebt für ihn selber halt auch, weil er so cool war. Das gleiche mit dem Yoshi P bei Final Fantasy XIV, wo das voll aus dem Dreck rausgezogen hat und immer auf die Community gelost hat, sehr bescheiden geblieben ist und immer noch eigentlich alles für die Community macht und man das hat auch gemerkt im Game innen. So, das ist es natürlich immer ein bisschen repetitiv hier. Weil man immer ein Achtel von der Erdkugel macht. Aber zwischendurch wird es wenigstens wieder unterbrochen, indem man die Landmasse platziert. Weil man hätte es auch anders machen können. Zuerst die Kugel fertig und nachher tut man die Landmasse platzieren. Finde ich positiv, dass sie sich so entschieden haben. Und es da zwischendurch wieder einen Unterbruch gibt. Es geht auch alles sehr ring von der Hand. Wir müssen jetzt groß würgen. Irgendwann ist natürlich auch ein gewisser Automatismus drin. Prosciutto! Wow, da komme ich Hunger über. Salut! Grüß dich! Willkommen! Hast du gut gegessen? Ich tue jetzt nicht auf die Namen anspielen, um den Mittag herum, weil das hast du wahrscheinlich schon genug gehört, nehme ich an. Was es bei dir jetzt Mittag gegeben hat.
oder bei mir gibt es einen Tandoori Chicken. Gibt es bei uns in der Kantine aktuell. Mal schauen, ob das gut gekommen ist, das Hühnchen. Hast du nicht Pizza gehabt, aber einen grossen Ofenschinken. Nein, ist gut. Freut mich, freut mich. Ah. Ja, bald ist es soweit. In 20 Minuten gibt es auch für mich etwas zu essen. Ich habe natürlich wie immer nur mein Müsli gehabt. Und das, was ich eigentlich mitnehmen wollte, habe ich die Heime vergessen. Immer toll. Also mein Hirn am Morgen früh kannst du einfach schreddern. Troy, was hast du gemacht? Geht es immer noch um einen T-Rex? Muss ich das auch noch anschauen, oder was? Muss man das gesehen haben? Weißt du nicht mal, was du gemacht hast? Okay. Troy der Unschuldige. Alles sei ihm verziehen. Was? Ab 5 Uhr am Morgen am Stream gewesen, mit 320 Viewers. What the? Okay. Hast du auf Deutsch gestreamt? Ah, da hast du die ganzen Nachtschichtler noch gehabt, oder was? Die gerade heimgekommen sind und jetzt das Nachtessen quasi. Ist eine spezielle Nacht gewesen, das glaube ich. Was hat er da gestreamt, der Troy? Das nimmt mich jetzt noch Wunder. Weißt du das noch? Oder bist du einfach am Schnurren gewesen am Morgen früh, so quasi Kaffeerunde? Ich brauche noch die andere. Das kurze Graue. Ja, wenn du 320 Viewers hast, dann musst du natürlich auch nicht abschalten, oder? Ich habe Marbles auf dem Stream gespielt, hast du so eine Raid bekommen. Ah, sick, okay. Das war wieder so eine grössere, die einfach ein bisschen durchgeskippt hat und gesagt hat, so, jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir mal für die Kleinen etwas Gutes. Ah, Mist. Barracks, hello, hello. Willkommen. Guten Mittag gehabt. Ja, ich glaube, wir machen die zwei noch. Ja, ich muss schauen, nächste Woche muss es eben schön aufgehen. Dass wir schön bei der dritten Session mit dem Globus fertig werden und dann übernächstes Mal etwas Neues anfangen können. Oder? Ich muss jetzt gerade mal schnell schauen hier beim Kalender. Oh, genau so muss es laufen. Und dann gibt es Anfang Dezember wirklich etwas ganz Neues, Cooles. Hey Prosciutto, merci vielmals für den Follow. Danke übrigens. Ja, ich habe den Mittag noch vor mir. Ja, natürlich. Ich komme immer ausgehungert in den Stream rein. Kennst du mich auch? Jeder Dienstag dieselbe Leier.
Außer die letzte Dienstag, dann nicht. Da hat es mal etwas zu essen gegeben. Das war eigentlich noch cool, gewesen, so am 1 bis um 3 streamen. Also für die Leute, die jetzt da sind, ist das für euch auch etwas Interessantes. 1 bis um 3. Weil jetzt haben wir ja eigentlich gesagt, wir nicht mehr umstellen. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, dass viele Leute dann doch halt am Mittag nicht rum sind oder am Vormittag halt den nutzen zum Arbeiten. Und dass dann eigentlich der Tag. Ja, den Vormittag nutzen zum Arbeiten und dann eigentlich am Nachmittag in der Zeit haben zum hineinschauen. Ja, wenn natürlich mehr Leute am Nachmittag Zeit haben oder Bock oder whatever, es schon auch Sinn machen, sich da anzupassen. Weil mir ist es absolut Würstli. Wahrscheinlich alter Pizza Prosciutto. Nein, er hat gesagt, er hat keine Pizza gehabt. Er hat gesagt, er hat keine gehabt. Natürlich glauben wir ihm das nicht, solange es kein Foto gibt auf unserem Discord-Server. Ist dort haftet der Verdacht noch auf dir, Prosciutto. Ja, aber dann machen wir jetzt doch nachdem da fertig und dann bin ich guter Dinge, dass wir nächste Woche nämlich noch den Rest vom Globus schaffen. Also das heisst, wir machen ihn auf jeden Fall einfach fertig nächste Woche. So, dass die Globus aufgehen und dann, wie versprochen, gibt es Anfang Dezember dann etwas komplett Neues. Wo ihr alle noch nie gesehen habt. No kidding übrigens. Ist ein Snickers. Snickers. What down? Ah, da ist es. Ist doch etwas, Mann. Hast du noch nie gegessen, Troy? Troyline. Mein Englisch. I like it. Troy wird zu Troyline. Ich habe gerade so irgendwie eine weibliche Version vom Schreck im Kopf. Oh, geil, Physik, oh mein Gott. Please share. Ah, das kann ich doch nicht machen, ey. Die ganze Zeit von Essen schnurren hier. Ah. Oh, Nüssensalat mit Speck und Ei-Pistazien. Ich habe nur Nüssensalat mit Ei gehabt, gestern. Zweimal. Ah, das ist einfach geil. Love it. Und am Freitag. Dort haben wir es mit Eispeck und Waldpilzen gemacht. Da gut. 1,5 Tage arbeiten, 4 Tage zocken. Warum hast du 4 Tage oder was? Das ist der einzige mit 4 Tagen. Oder habe ich einen 4 Tag verpasst? Oder hast du einfach frei genommen? Für. Oh, wait. Dragon? Ah, LAN Party. Ah, ich hätte gemeint Dragonflight. Okay. LAN Party! Stimmt. Und habt ihr euch auf Games geeinigt, oder wie? Lass dich überraschen. Hallo, LAN Party ist immer geil.
Auch wenn du es nur mit den Kollegen machst, und Kolleginnen, im kleinen Rahmen. Einfach so das Wochenende durchzocken, dumm tun und nur ungesunden Fraß fuden. Das ist Überleben. Ja, muss so schön zugeben, bei uns ist es auch schon ein bisschen her, als wir die letzte gemacht haben. Aber es wäre eindeutig mal wieder nachher. Das Problem ist nur, wenn man dann zockt man dann früher oder später gleich LOL. Und dann, ja, ich kenne das vielleicht, wenn man LOL spielt, dann ist einfach der Abend gerade vorbei und man hat irgendwie 2 Matches gemacht und nur verloren und ist hässig. Oder Klassiker Battlefield 1942, zumindest früher noch. Jetzt würde man wahrscheinlich ein neues spielen. Bad Company oder so. Ein Schiffli. Ich weiß nicht, warum es da hinten schwarz ist. Hm, weird. Ah, es kommt eh nicht drauf an, wie wir das da noch zumachen. Hätte ich fast übersehen. Das ist quasi ein bisschen Schattierung hinten dran. Adding some details. Was? Eine LAN-Party mit 260 Leuten? Das sind ja brutti viel, hey. Aber dann wird es einfach verschiedene Games geben, oder? Dann kannst du dich einfach da und dort einschreiben und das mitzocken, wo du Bock hast. Ja, wir haben auch immer ganz kleine LAN gemacht. Halt im privaten Rahmen. So einer ganz grossen bin ich auch ehrlich gesagt noch nie gewesen. Was die Wasserkühlung vermeint hat, dann ein Leck gehabt und dann über den Tisch abgebrüllt und no! Oh, Scheiße. Okay, und haben das, was haben die nachher? Haben die einfach Isolierband drumherum geklebt oder was? Das ist ja richtig beschissenes Timing für die Wasserkühlung, um sich zu verabschieden. Der arme Sieg, ey. Aber hat es nicht noch einen kurzen gegeben? Haben die noch alles können retten? Wow, Barracks, gratuliere! Grand Champion! Wow. Krass. Ja, das ist mal etwas, hey. 9 Spiele auf dieser Stufe, aber das ist deine persönliche Challenge einfach. Was heisst es das? Bist du jetzt automatisch irgendwie an Tournaments eingeladen? Ah, cool. Ja, wenigstens hat er dann von noch den Luftkühler gehabt. Hätte ich auch können anders rauskommen, hey. So, die letzten paar Teile für heute, Leute.
North America. Okay. So. Okay, packen wir den mal da rüber. Das ist wirklich eine gute Zeit, das ist 5 vor 12 Uhr. Zack. Der rollt so gut, hä? Einfach weil das Teil da unten dran noch habt. Nice! Also von Afrika über Europa, Russland, Asien und so weiter durch ein bisschen. Also aber schauen, Pazifischer Ozean, wunderschön. Nordamerika. Das war noch der Spiegel. Und dann kommt noch der Rest von Nordamerika und Europa, plus so ein Zipfel von Afrika nächstes Mal dazu. Und Polarkappe gibt es natürlich auch noch. Das wird dann einfach ein weißer Deckel sein, den wir drauf tun. Und einmal von innen sieht es eigentlich auch voll lustig aus. Richtig abgespaced, wirklich so Dyson-Sphäre-mäßig. I like it. Ja, und dann haben wir das nächste Mal nur noch 5 von diesen paar Teilen da, immer 4 aufs Mal. Dann Kontinentalplatten nennen wir es jetzt einfach mal. Wo wir anpflastern können. Und dann haben wir den Globus schon. Und dann gibt es übernächstes Mal dann wirklich etwas Neues. Ich schaue mal, wir sind auf Seite 142 näher. Und jetzt sind wir ja ein bisschen über die Mitte. Also wenn ich nächstes Mal ein bisschen gut gebe, dann klappt das. Und sonst wir noch ein bisschen überziehen. Kein Problem. Okay, Barracks. Ja gut, aber Grand Champion oder Grandmaster, Grand Champion ist es. Die Stufe muss jetzt erst mal kommen. Also ich wäre wahrscheinlich irgendwo bei der Holzliga oder so. Ich finde das schon krass, wie die Leute aber können rumfliegen im Rocket League. Gut, anyway, dann kommen wir zum Ende von dieser Session. Ich habe heute eine ganz tolle Zeit gehabt wieder mit euch. Merci vielmals, dass ihr vorbeigekommen seid und mir zugeschaut habt, wie wir zusammen den Globus von Lego zusammenbauen. Nächstes Mal, wie gesagt, gibt es am Dienstag am 11 Uhr dann die letzte Portion, ganz hoffentlich. Weil übernächste Woche starten wir mit etwas ganz Neuem. Merci vielmals für eine gute. Ja, genau, ich will mir jetzt ein Tandoori Chicken reinpfeifen und ein bisschen an euch denken. Nein, natürlich nicht. Ich denke nur das Essen momentan, es ist schlimm. Ich muss jetzt wirklich etwas reinfuden. Und vergessen nicht, morgen gibt es Stream mit Troy. Offenbar nochmal ein bisschen Jurassic World. Troy, kannst du noch mal sagen, zeitlich sind wir da immer noch beim 3? Oder wie sieht es aus? Was haben wir? Mal die Schedule anschauen. Am 3, genau. Am 3 mit dem Troy. Morgen ein bisschen Gaming. Jurassic World. Mal schauen, ob er seinen T-Rex wieder zurückbekommt oder nicht. Und sonst sehen wir uns nächste Woche. Habt Sorge. Tolle Woche noch miteinander. Und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss miteinander.